Also wenn ich am Berg oben bin, dann verliert irgendwo der Alltag so ein bisschen an Bedeutung. Egal, ob ich mich vorher geärgert habe, ob irgendwie vorher eine besonders stressige Situation war. Eigentlich alles, was vorher war, das tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Es ist dann nur das Hier und Jetzt da. Entweder eine besonders schöne Abendstimmung oder die Sonne oder das Wolkenspiel oder überhaupt das Wetter. Man schaut dann also in die Ferne und viele Sachen verlieren irgendwie so an Gewicht, was man vorher hier unten im Tal vielleicht beschwert hat. Das ist auf einmal dann weg. Notruf, Feuerwehrrettungsdienst, grüß Gott. Ja, grüß Gott auch. Wir sind hier ein bisschen oberhalb der Mitkaiseralm und einer unserer Wanderkollegen hat jetzt gerade ein Problem. Was heißt Problem? Ja, er ist hingefallen, Kniescheibe raus, wie auch immer, also das Knie schwillt jetzt an und so kann er wahrscheinlich nicht weitergehen. Und deswegen müsste er... Er hat ganz schön geschrien, als er lag, aber jetzt sitzt er und jetzt ist er auch eigentlich wieder, macht wieder Scherze. Also im Augenblick geht's, oder Joachim? Sie haben gesagt... Im Augenblick geht's. Sie meinen die Mittag-Kaseralm wahrscheinlich, oder? Genau, Mittag-Kaseralm, auf dem Weg zum Wattmannhaus. Ja, aber Ortung von Ihnen, Sie sind da in dem Weg drauf. Sie bekommen in Kürze einen Anruf vom Einsatzleiter der Bergwacht. Danke, gut, dann warten wir 10 Minuten. Danke Ihnen, danke, tschüss. Ja, wir sind eigentlich da kurz vorm Heimgehen gewesen. Wir haben ein bisschen nachbesprochen und wirklich kurz vorm Sprung, dass man wirklich heimfährt. Und dann klingelt der nächste Einsatz. Ja, das ist der Richtermaßnehmer von Zau. Sie benötigen Hilfe. Sie sind an der Mittag-Kaiseralm. Nee, ungefähr 500 Meter weiter oben. Da ist ja so ein Serpentinenweg. Das sind so vielleicht 6, 7, 8 Serpentinen weiter oben sind wir. Ja, sind Sie in der Lage, dass Sie noch weiter absteigen? Also, wir können es versuchen, aber besser wäre natürlich nicht. Nochmal ausrutschen wäre blöd, ja. Ja, haben wir verstanden, ja. Dann bleiben Sie am besten da, wo Sie sind, und kommen wir jetzt irgendwie nach Hause. Gut, Dankeschön, für Gott. Wahrscheinlich ist es gescheiter, du fährst mit dem Quad so weit auf, wie es geht, dass du mal bist. Mit dem Klump, da packen wir um und dann tragen wir das Zeug auf. Aber da denkt man sich schon, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Aber gut, dann ist vorbei mit der Gemütlichkeit, dann schaltet der Schalter wieder um. Man legt vorbei mit lustig, vorbei mit gemütlich. Jemand ist verletzt, jemand braucht unsere Hilfe und wir müssen die entsprechende Rettung einfach sicherstellen. Bist du da? Ja, da eigentlich. Ja, okay. Bin ich? Gut. Ersten. Du auch? 14. Ja, gut. Weil mein Bus wird wahrscheinlich nie aufgehen. Nein, brauchst du gar nicht aufgehen. Nein, du kommst dich auf. Ja, passt. Also das Material ober. Und dann jetzt die Trage aufs Wort aufführen, so wie so weit mit auffahren. Das geht bis zur Wetterstation fahren. Ich bin die Katrin Hasenknopf. Von Beruf bin ich Lehrerin an einer Realschule. Und ich bin verheiratet, schon relativ lang, habe 3 Kinder, 3 Buben und bin seit ungefähr 5 Jahren bei der Bergwacht aktiv. Ja. Ich brauche noch ein bisschen Verbandszeichen, wenn ich sonst nicht mit. Ehrenamt finde ich wichtig. Ich bin so aufgewachsen. Mein Papa ist seit 60 Jahren bei der Bergwacht und hat mir das vorgelebt. Bei der Dame. Tippi. Sie fahren an der Wetterstation? Ich habe eigentlich immer aufgeschaut als Kind und habe das ganz spannend gefunden. Und bin jetzt eigentlich froh, dass ich selber dabei bin und möchte es auch an meine eigenen Kinder oder vielleicht an meine Schüler weitergeben, dass das eine tolle Sache ist und einen sehr zufrieden macht, wenn man sie irgendwie sozial engagieren kann. Für aufführen, wir gehen mit der Trage noch hin. Ja. Oder? Wir haben entschieden, dass wir mit dem Quad vorausfahren, weil wir da die Möglichkeit haben, möglichst weit schon mal nach oben zu kommen und dass wir 2 auf dem Quad dann einfach die Trage stehen lassen und gleich mal zu der Person gehen und die einfach mal betreuen oder fragen, wie eigentlich die Lage ausschaut und der Nachdruck dann diese Trage schon mal mit hochnimmt. Oh,
82, 1 Rücken aus. Also die Ramsau ist ja meine Heimat, ist mein Geburtsort. Ich kenne mich hier ziemlich gut aus, weil ich als Kind viel unterwegs war. Und das macht es natürlich viel einfacher, wie wenn man jetzt in irgendeinem Gebiet ist, das man nicht so kennt wie seine eigene Westentasche vielleicht. So, oder? Jetzt haben wir sie fast. Wenn wir weiterfahren darf. Nein, Thomas, nicht. Kann man nicht? Nein, nicht. Du brauchst nicht fahren. Nein, das geht nicht. Da bleibst du oben irgendwo hängen, du kannst dich nirgends umdrehen. Wohin ist gescheiter. Ja, der Michael ist ja einer von unseren älteren Kameraden. Die Generation, die kennen bei uns die Berge in der Ramsau, jeden Berg, jede Tour, jedes Wegerl in- und auswendig. Das ist geil. Und das sind halt Infos, auf die haben wir Jungen absolut angewiesen. Ja. Das würden wir Jungen uns alle wünschen, dass wir das hätten. Und ich hoffe, da geben wir das ein oder andere an uns weiter. Also Michael, wenn nicht mehr dabei ist, wenn es vielleicht altersbedingt irgendwann nicht mehr geht, das ist schon schade. Da bricht dann schon was weg. Ramsau 84,6 mit 81,1 am Mittagkaiser gehen jetzt auf. Silvert. Hi, grüß dich. Ich bin Christian, habe ich dir? So am Kreuz irgendwas? Ich fühle mich auch gut. Also wenn ich da entlang fahre? Ich habe den Rucksack hinten gehabt. Da fällt nichts, nee, oder? Gar nichts. Wenn man die Ausbildung zur Bergwachtfrau oder zum Bergwachtmann hat, dann kriegt man ja die komplette Bandbreite an Ausbildungsinhalten mit. Von daher ist es ganz egal, wer als erstes am Einsatzort ist. Wobei in dem Fall war es sogar gut, weil der Christian ist ja im medizinischen Bereich tätig. Von daher war das super, dass er dann diese Erstanamnese gemacht hat und den Befund gleich erhoben hat. Also es war auch nur 5 Sekunden Riesenschmerz. Okay. Also ich vermute mal Kniescheibe raus, Kniescheibe rein. Und es ist natürlich, wie ihr seht, Wo bist du denn geschätzt? genau hier. Hier. Hier, genau an dieser Stelle. Wir haben da massive Schwellung. Tut das weh? Das tut weh. Das tut weh. Ja. Kribbeln? Nix. Nix. Okay. Gut, haben wir Verdacht auf einen Kniescheibenluchs. Ich kann schon. Ich hab das auch schon mal Ja, gemacht. Kniescheiben raus, wieder rein, Aber meistens hupft es dann wieder rein. Ja. Also er hat ganz schön geschrien. Ja, die Schmerzen waren das. Also das war schon. Das tut höllisch weh. Ja, ja. Sei froh, dass es wieder drin ist. Hier war ich. Weißt du, dass du gute Banteln hast? Bist du noch gut im Schuss? Ich bin noch gar nicht aufgestanden. Ich hab, also wenn ich die natürlich jetzt anhebe, ja, dann geht's natürlich los, dass es hier zieht, wie Teufel, ne? Ja. Ramsau 7 für die Einsatzstelle. Der Ramsau 7 hört. Ist ein Verdacht auf einen Kniescheibenluchs. Ich hätte mir was anderes vorgestellt. Ihr hättet mal mich irgendwo am Berg mal filmen Der sollen. Patient äußert sehr starke Schmerzen bei Belastung, von dem her ist es eine Notarztindikation. Jetzt muss man aber deinen Namen noch mal sagen. Achim. Achim. Du weißt meinen auch nicht mehr, oder? Was? Nein. Schau her, haben wir beide schlecht. Christian. Soll ich mich vorher noch mal kämmen oder irgendwie? Nein, Achim, es schaut jetzt so aus, Ja. wir bringen gerade Material auf. Wir müssen das Ganze schienen, geht, dass das rücksteht ist. Ich habe mir 2 Ibu 600 schon mal prophylaktisch. Ja? Hallo Christi. Nur zur Information. Hallo. Hey. Servus. Gut, wir haben einen Kniescheibenluchs. Aber die junge Frau kriegt jetzt nicht alleine runter, ne? Oder? Fast. Deswegen haben wir sie dabei, weil So, ihr, ach so, ihr tragt meistens, Verantwortung. meistens marschieren die Patienten dann allein. Sind alle ganz willig. Genau, Notarzt wird über die Leitstelle alarmiert. Es kommt am Berchtesgaden. Können wir irgendwie was helfen, oder? Ihr müsst mental unterstützen. Ja, genau. Wo seid ihr denn her? Bitte, sag's.
Also vom Dialekt ist irgendwo ein Franke mit drin? Na, Rheinland, oder? Rheinland. Ja. Rheinland. Die Frau hat recht. Na klar, kennen wir. Ich weiß aber jetzt nicht. Was ist das erste FC? Fortuna Düsseldorf. Ich bin Kulturfußballfan. Also, pass auf, um die Frage, die anderen Jungs kommen alle aus Berlin und ich bin Düsseldorfer. Okay. Und bei Dirk, ja, so halber. Okay, jetzt pass auf. Ich ziehe jetzt einen Schuh aus, ich ziehe ein bisschen an. Das kann sein, dass es vielleicht ein bisschen wehtut, sollte aber nachlassen. Okay. Okay? Ich heb dann ganz vorsichtig Ja, mit an. Geht so? Wie schaut's aus? Alles gut. Picobello, perfekt. Nichts taub. Ich hab Glück gehabt, glaube ich, ne? Oder? Das hätte schlimmer kommen können. Freilich, kann immer schlimmer sein. Genau, legen wir es ihm einfach schön an. Oftmals ist ja das Meldebild recht diffus. Man weiß im ersten Moment gar nicht, was einen erwartet. Da haben wir jetzt schon gewusst, dass irgendwas mit dem Fuß ist. Deshalb haben wir auch diese Vakuumschiene mit dabei. Genau. So, jetzt pumpen wir da noch mal ab. Bin ich aber dir? In so einem Fall ist es halt wichtig, dass das ruhig gestellt wird, dass der Patient halt dann weiter verladen werden kann und dass nicht nur während dem Transport irgendwas Schlimmeres passiert oder mir vielleicht die Verletzung nur irgendwie verschlimmern. Passt, Katrin? So geht's. Ja, passt. Okay. Also der Abtransport terrestrisch mit der Trage war natürlich möglich gewesen, haben wir in solchen Situationen schon oft gemacht. Es war nass, es war rutschig, deshalb hat sich ja der Patient als allererstes überhaupt verletzt, weil er ausgerutscht ist. Und der Weg ist relativ schmal, von daher ist es mühsam, wenn man da über mehrere Serpentinen den Patienten tragen muss. Da ist die Weststellenstation ist da, oder? Da ist die Station da. Da sind schon ein paar Serpentinen rein. Ja. Aber man muss sich einfach bewusst sein, der Patient ist verletzt, der hat Schmerzen, der hat starke Schmerzen, hat er geäußert. Und dass das nicht sehr angenehm ist für den Patienten. Ramsau 7 für die Einsatzstelle. Planänderung, fragst du bitte einen Christoph ab? Christoph, oder was? Ja, Gegenüberstellung, Zeitaufwand, Abtransport und Rettungshubschrauber steht 1:0 für den Hubschrauber. Frage, Leitstelle dran, schon mitgehört? Jawohl, hat mitgehört, ich schicke einen Christoph 14. Habt ihr mitgehört? Christoph ist frei. Also das ist immer ganz wichtig, wenn der Einsatz sich anders entwickelt von Abtransport zu Fuß auf Hubschrauber, dass man gleich schaut, wie ist es für einen Hubschrauber am besten, wo kann man praktisch diese Übergabe mit dem Patienten machen. Habt ihr alle mitgehört? Luftrettung sagt, eine Serpentine runter und tragen wir per Hand runter. Wir wollten ein paar Äpfel haben, nimm die mal wieder. Als dann klar war, dass der Christoph 14 kommt, haben wir oben geschaut, dass wir den Patienten in die Trage verpacken und weiter nach unten transportieren, weil da einfach ein viel besserer Platz für den Hubschrauber war. Alles gut. Gut, orange. Ja. Das ist eine zwischen Mitarbeiter und Vollzeit. Bei diesen 20 Minuten drin. Flug ohne Aussicht jetzt? Na ja, ein bisschen was siehst du schon. Dann schauen wir. Ah ja, schauen wir. Das ist schon Geht das so mit deinem Fuß? Geht, alles gut. Geht? Okay. Jetzt? Ein bisschen noch? Ja. Ist verstanden. Wir sind nach der Wetterstation, transportieren den Patienten zu einer Lichtung. Der Patient ist schon fertig, fast fertig verpackt. Geht das? Gut. Passt. Ach, wir tragen die jetzt gerade die eine Kurve runter, weil da können wir wunderbar mit Hubschrauber rein. Okay? 1, 2, 3, hau, ruck. Langsam, gell? Bist du schwer? Langsam, geht schon. Ja. Also prinzipiell im Wald ist keine Hubschrauberrettung möglich. Wir haben halt da das Glück gehabt, dass da eine leichte Lichtung ist. Christoph 14, Sichtkontakt, 12 Uhr. Also da kann der Hubschrauber wunderbar einen Notarzt per Winch, also per Winde absetzen. Gut. Dann kann der Notarzt nur mehr auf den Patienten draufschauen und der Notarzt kann dann zusammen mit dem bereits fertig verpackten Patienten dann aufgewünscht werden. Wo? Okay. Ja, verstanden. Das heißt, die Abfahrt hätte dann
Alles gut. Passt. Danke euch. Nein. So einen haben wir nicht. Gut. Geht schon. Ich sag's dir einen Notarzt zeigen, gell? Ja. Hallo, der. Hallo. Der Notarzt von den Hubschrauber. Hi. Hi. Wie geht's dir im Moment so in Ruhe, wenn du da liegst? Christoph 14 für die Einsatzstelle. In 3 Minuten abholbereit. So richtig. Ich helfe dir gern beim Einhänger, nachdem du drin bist. Bis gut, ja. Alles klar. Ja, Ich danke Geri. euch nochmal Servus. allen. Deinen Job macht Der Patient war super drauf. Für das, dass der eigentlich gerade sich verletzt hat, nicht mehr auftreten kann, war der super drauf. Der hat auch noch gescherzt und gerittelt. Nein, das ist einmal angenehm, wenn man sich einen Patienten hat wie diesen her. Okay, passt. Gehen wir. Bini, da habe ich da. Bringen wir die schon an. Mit 5 Mann im Abstieg mit der Kaiser. Von Haus aus die Opfer, gell? Von daher. Der Patient ist mir schon in Erinnerung geblieben, weil es waren ja da seine Wanderkumpels mit dabei und wir sind dann mit denen noch an der Hütte zusammengesetzt und es war wieder ganz interessant, weil eben einer von denen dann so gemeint hat, ob wir froh sind, wenn wir ab und zu mehr aus unserem Einsatzkammer rauskommen und da hat man wieder ganz deutlich gesehen, dass so ein bisschen die Einstellung war, dass wir das hauptberuflich machen. Und die waren dann ganz überrascht, wie wir gesagt haben, naja, ist jeder von uns eigentlich voll berufstätig und wir machen das als Ehrenamt. Und das war denen eigentlich nie wirklich klar. Ja, hallo. Ich möchte mich auf diesem Wege nochmal bei allen Bergrettern bedanken, die mich Anfang August aus meiner misslichen Lage gerettet haben. Ich habe mich jederzeit bei der Rettungsaktion gut aufgehoben gefühlt. Von daher, super Job.